Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit einem rauschenden Radio im Hintergrund und mit Another Code. Und um dieses eben genannte rauschende Radio kümmern wir uns jetzt. So, rauschendes Radio. Verrat mir deine Geheimnisse. Aus dem Radio kommen Störgeräusche. Oh, it's the radio. It's not tuned to anything. No, I can. What's up? Was kann er? I can hear music mixed in with the static. Ja, stimmt. Irgendwie ein bisschen Gebimmel hört man da. Geklimper. Really? Huh. I can't hear it. Cool, bin ich jetzt Geist, weil ich es auch hören kann? I can. And I've heard this somewhere before. Can you help Ja, me hear it das- more clearly? Please? Ja, klar. Maybe if I tune it. Ja, das machen wir. Brauchst du ein Tuna-Sandwich davor, hä? Drehknopf, Drehknopf. Hm? Ich frage mich, was dieser Schalter macht. Du, der, okay. Verschiedene Schalter, 3 Stück an der Zahl. Ich nehme moderne da. Achso. Okay, das ist ja dumm. Ich würde nur sagen, der grüne Bereich, oder? Oh, das geht gar nicht in den grünen Bereich, ne? So, guck weiter, wie hier geht nicht. Jetzt pass auf, Wacht. Kann ich mit dem so dann noch weiter drehen? Ja, Oh. das Rauschen ist weg. Ich kann das Lied jetzt besser hören. Hmm. Ich möchte es aber noch ein bisschen besser hören können. Mal sehen, ob ich es noch klarer kriege. Du kannst es einfach lauter machen, ne? So funktioniert das eigentlich nicht. Da. Aber I okay. know this song. It's what we played on the piano Wollte ich earlier. gerade sagen, das ist doch das, was die, wann war das hier? Vor 2 Folgen oder was? Was die Franny gespielt hat. I remember Also- it now. Aufgeschrieben hat oder so irgendwie. The Miracle of the Blue Moon. Aha. What? Mit It's the title of the song. It was quite popular, long before you were born. Oh. Father loved this song. Can I listen to it for a moment? Ja, so lange bis da was course. infällt. Und weh, dir fällt nichts in. Bam, 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 bam. Aw. Oh, Ben did. hä? Oh, das ging aber schnell. What the? Okay, It's in another key. das ging Hidden in the irgendwie... radio? Ja. I'd never have imagined that. Naja, komm, also mir war das schon relativ klar, dass es da drin sein muss, aber dass es dann doch so einfach geht, deine Schlüssel zu finden, hätte ich jetzt halt doch nicht gedacht. Aber okay, macht nix. So. Da, das Hirn ist fertiggestellt. Das Elektrohirn. Mhm. That's the third one. Das ist richtig. So you found all 3. I hope Auch Dad das will ist be happy. richtig. I'm sure he will be. Jetzt kommt er bestimmt gleich rein. Let's take the keys to him. Woher weißt denn du, wo der ist? Der sucht doch He said he'd die be waiting in the Jessie. foyer. Achso, okay, alles klar. Ich glaube ja immer noch, dass das gar nicht unser Papa ist. Aber wir werden es gleich sehen. Another Schlüssel 3. Ein Schlüssel zum Starten des Another. Wir haben Radio im Gesellschaftsraum. Wieso nur? Papa sucht nach ihm. Das Muster drauf sieht interessant aus. So, jetzt gucken wir uns natürlich jetzt hier noch ein bisschen um. Wir haben alles, also eigentlich müssen wir jetzt einfach nur ins Foyer hinausgehen. Das kriegen wir hier. Wir haben... Ich würde noch gehen... Ich gehe noch schnell zurück. Aber wie? Pass auf. Ich schätze mal so. Esszimmer. Ja, ich gehe noch schnell zurück und gucke, ob ich die Tiere aufkriege, wo da noch sind. Die 2. Also ich weiß gar nicht, vielleicht sind sie ja auf, vielleicht auch nicht. Was so wacht. Und zwar, ja genau, diese da an der Seite.
Westflügelkorridor. Den habe ich ja schon aufgemacht, gell? Ja, stimmt. So, ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ach, geht's runter in den Keller, ne? Doch, da war ich schon. So, jetzt pass aber auf. Und jetzt diese Tür hier probiere. Esszimmer. So, so waren wir natürlich auch schon drin. Okay, das war die falsche Tür. Sorry, das war die falsche Tür. Ich muss die gegenüber von mir aufmachen. Oder durchgehe. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie hier auf. Diese da. Da. Die Tür ist verschlossen. Ah ja, okay. So, jetzt, guck mal, wir rennen noch schnell in den Keller hin. Wahrscheinlich ist die Tür aber verschlossen, oder? Treppe führt nach unten zur Holztür. Sie ist verschlossen. Okay, was für ein Raum ist das? Ja, das ist ein Kellerraum. So, ihr Leid, jetzt haben wir es aber. Beziehungsweise, was mal gucken. Ich hab das halt gerne, wenn da alles schön gezeichnet ist, dass man halt sieht, ey, die Tür ist zu oder die Tür ist uff. So, finde ich eine gute Sache. Übrigens finde ich die Karte generell eine sehr schöne Sache. Küche. Von der Küche kommen wir mal ins Dingsbumszimmer. Ja, genau so irgendwie war das. Ich glaube, da vorne sind wir durchgegangen. Ja, es geht weniger umständlich, fällt mir gerade in, aber egal. Noch eine kleine Roomtour gemacht, weißt du? So, was ich sagen wollte ist, ich mag die Karte sehr, dass die sich selber aktualisiert. Also quasi wie in Silent Hill. Wo dann steht so, die Tür ist zu, die Tür ist auf, so. Das ist sehr gut. Das mag ich sehr, sehr, sehr. So, jetzt hat das Foyer. Da sehen wir jetzt unser Baba. Ich bin mal, wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das unser Vater ist. Ich weiß es aber I nicht. wonder if Dad found Jessica. There he is. Da steht er und wundert sich gar nicht. Oha. Oh, hat er dann am Ämsche. Und wundert sich gar nicht, dass die Tochter mit sich Dad. selbst erzählt. Did you find Jessica? Ja, eigentlich müsste der richtige Vater den Geist sehen kennen, weil er hat nämlich Angst vor Geister. Er glaubt nämlich an Geister. Laut gestern haben wir ja so eine Nachricht da gefunden von ihm mit dem Radio da, wo er so Angst gekriegt hat, dass er sich unter der Decke versteckt hat, unter der Bettdecke. Egal. No, not yet. Oh, More importantly, Also der da kann den Geist nicht sehen, ne? did you find the another keys? sure did. Check it Na out. klar. Cookie. You found all three. Excellent work, Ashley. Now hand them over. Warum? Nö, Wait, kein Bock. The keys. Now. Oh. hey, Dad? Mhm. Let's go look for Jessica first. We can go together. Ey, das ist eine verdammt gute Idee, Mädchen. Also es ihm nicht zu geben, sondern zu sagen, das erstmal, das können wir ja zusammensuchen. No, Ne? restarting another comes first. Give me the keys, Ashley. Okay. If you say so. But I wanted to ask you a few things Mädchen. first. Gutes Mädchen. Things? What things? Ah, Frodo I was so young when you left. I can't even remember you. I know nothing about you, Dad. I'd just like to talk. You know? Like we're a family. All right. But be quick. Oh, Junge. okay. What should I ask first? So, was soll ich I zuerst fragen? can't decide. There's too much. Jessica, another, this weird old mansion, and that newspaper article. Ach ja, da wo drin steht, dass die Mutter umgebracht worden ist, gell? Erstmal froh, was ist das überhaupt für ein Dingens da, So ne? we have Erzähl the mal. keys. But what is another anyway?
You said another is something that might heal people? It is exactly that. And the secret of another is that it alters memories. That's how it can heal people, by adjusting or removing painful memories. We could even cure PTSD. Okay. Okay, das ist halt schon krass. Aber du kannst halt, ne, es kann halt schmerzvolle Erinnerungen ändern oder löschen. Das ist super Sache. Aber wenn man Erinnerungen löschen kann, dann kann man Erinnerungen löschen, die nicht schmerzhaft waren, oder? Oder vielleicht gibt es da welche, an die man sich erinnern will. Wie, natürlich will sich ihr Vater so, ne, also ihr Vater halt, nicht daran erinnern, wie an die Beerdigung von der Frau zum Beispiel, von seiner Frau. Also, weil es schmerzt halt, ne? Aber auf der anderen Seite will ich dann die Erinnerung doch haben. With this So. machine, we can read and write directly to the brain's neurology, like it's a hard drive. Oh, it's a waste of time explaining something you can't understand. Alter Schwede, ja genau, so geht man mit Kindern um, genau so. I don't Bist du dumm understand the dazu? details, but it sounds amazing. Amazing. That's one word for it. So amazing that your mother dedicated her life to its research. Her life? She believed that another was... She believed it was worth protecting at all costs. Come along, Ashley. I'll show you another. It's a grand piece of work left behind by Sayoko. I don't know if I want to see it. So, dann wir frohen erstmal eine Mama natürlich, ne? When I was hunting for the keys, I found this newspaper article. Article? What article? It says, Kennt ihr nicht? Dad, it says you. What is it? Er weiß es nicht. Also, ja klar, ne, hier, Zeitungsartikel, was für Zeitungsartikel, weil er nicht kennt, wenn er mal richtiger Vater ist, weil er nicht kennt den Zeitungsartikel, dann kennt er ihn nicht. Aber er weiß, was drin steht. Wenn man so ein paar Stichworte sagt, wie zum Beispiel, er sagt, dass es geht um den Tod meiner Mutter. Und dann müsst ihr sofort wissen, was gemeint ist. It says you're a suspect in Mom's murder. Ja, okay, es ist zwar rot, ist aber okay. And just where did you find that? It was in a wallet I found in the dining hall. I see. It says you. Ach, The stimmt. things in this article are just. Der war ja in dem Geldbeutel, der aus dem Jacke rausgefallen ist, ne? Also der hat nicht auf dem Tisch gelesen, so zum freie Nehmen quasi. Can you remember what happened that night? Ach, guck mal, wie Rätsel froh, dass wir Sort of. Erinnerungen dran haben. I dream about it, but Tell me about the dream. I'm 3 years old. I'm crying in a closet. And then someone says my name. Do you know who it is? No. That's always when the dream ends. Wenn er jetzt noch gesagt hätte, gut, was der Augenringe hat hier. Das ist ein Bösewicht. I wasn't the one who shot her. Ach. Oh. That's good. Ja, ist schon That okay. you didn't do it. I mean, it's just. I didn't know she'd been shot. But why? And who? Her murderer was never found. Okay, dann
von seiner Schwester Are ein you bisschen worried was, about ne? Jessica? You said you'd go looking. Ja, jetzt steht er die ganze Zeit im Foyer rum, oder was? I did. Ne? Also hat er. Okay. And I will find her. So. Once we've finished activating another. Junge, du arbeitest schon so lange an dem Gerät rum, ne? Guck mal, dein Bart ist schon voller Moos. Oder ist das Moos? Du Moosbart. When all of this is over, Yes, what? when this is over, me and Jessica and you, we can go home. Together. Es wurde doch schon mal geklärt, ne? Also sie As long as we can complete another, yes. Okay. Immer das Another, du. What is ne? it? Ah ja. I know another was an amazing achievement. And maybe it can help heal a lot of people. But another is the reason Mom was killed, right? I guess that freaks me out a bit. Ein bisschen ist gut, ne? I just want to live a normal life with you, Dad. That's all. So let's go find Jessica and get off this island. All three of us. I think we need to prioritize finding Jessica over your experiments with another. She might be in trouble. Please, Dad? No! Was? What? Was? Ashley? Okay. Completing another was your mother's greatest wish. I can't leave this island without finishing our work. But, Dad? I must finish another. Dad, forget about it! Another isn't as important to me as you! Please, just come home with me and Jessica! That's enough out of you! Jesus, ne. Was ist das für ein Dip? Why don't you listen to me? I don't have anything else. Another is all I have left. Laber nicht. Also, wenn er wirklich mal Vater wäre, dann hätte er noch eine Schwester und eine Tochter. Das ist nicht mein Vater, ich sag's euch. Oh, er hat Erinnerung. Why don't you listen to me? Die hat er doch schon mal gehabt. Ups. I'm nothing to him. Is that it? I'm sorry I yelled at you. But I need you to stop making more problems for me. Now give me the another keys. Ich habe also leider den Verdacht, dass ihr richtiger Vater, also das ist nicht ihr Vater, so, bestimme ich jetzt einfach so, dass ihr richtiger Vater wahrscheinlich tot ist. Also wirklich. Irgendwie, oder? Und der halt den Brief geschrieben hat. Der hat alle weitergearbeitet, aber er hat halt das Teil Dad. gebraucht. Ja klar, er hat halt das gebraucht und die Keys und sowas. Und deswegen hat er den Brief geschrieben und hat gesagt, komm mal her. Und dann hat er halt Jessie entführt. Okay. Fine. I won't interrupt your time with another anymore. Here they are. Can't do your important research without them. Dad? Du bist ein Depp. I need to go prep another for boot up. Er will ja nicht mal mehr zuhören, hey. Ja, super. Stay here until I'm Ein done with Depp, it. hey, echt jetzt. Ja, das werde ich garantiert nicht machen.
doesn't care about me or Jessica. He doesn't care at all. That man, he might be Richard Robbins, Jessica's brother, the person my mom married, but he's not my dad. Someone like that couldn't be. I don't want to be in this messed up place. I want to go home. I want to find Jessica and just go home. Hey, Dee, I remember, Father. Mhm. He was killed in this mansion. For real? Yes. In the Silver Bird Room. Das war der Raum, wo er vorhin gesagt hat, er will auf keinen Fall hier und er will weit, weit weg von dem Raum. Ich glaube, das war der Silbervogelraum, kann das sein? Dee? Mhm. Jetzt guckt er sich um, ob er nicht verfolgt wird. Ja, speichern bitte. Hoppala. Oh, fällt mir ja die Sprudelflasche um. Dann machen wir hier, gucken wir mal, neuer Speicherstand. So. Oh, wir haben ja genug. Kostet ja nix. Zap, zarab. Auf geht's. Achso, ich muss A-Knopf drücken. So, jetzt kommt Episode 4 oder so. Kapitel 4. Siehst du, das Gedächtnis. Dies Gedächtnis. So, jetzt hat dies Gedächtnis. Tue dies zu meinem Gedächtnis. Ach, kann er sich jetzt doch in Räume beamen? Hm? Ah, okay. Scheint ja Raum zu sein, worauf keinen Fall hin wollt. Ja. Na. Ah ja, jetzt. Where are you, Dee? Der funkelt aber schön, wenn das Licht drauf fällt. What did you remember? He was killed. In the Silver Bird Room. Dee, what happened in the Silver Bird Room? I need to find Dee. So. Okeli dockeli, Moment. Erstmal kurz nachgucken. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Album. Ja, du Schabalababa. Guck mal, da gibt's eine Haube Notes gucken. Ich habe den Zeitungsartikel über Mamas Tod gefunden. Den dort beschriebenen Tatort kenne ich aus meinem Traum. War es vielleicht gar kein Traum? In dem Artikel steht, dass Papa einer der Mordverdächtigen ist. Das kann nicht sein. Bis jetzt wollte ich alles über Mama wissen. Ganz egal, was es ist. Aber jetzt? Ich will das nicht wissen. Papa hat gesagt, dass er nicht der Mörder ist. Aber ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. So, dann hier. Papa hat ihren NASA-Schlüssel genommen und ist gegangen. Er schien sich gar nicht zu freuen, mich nach all der Zeit zu sehen. Und er hat auch nicht nach Jessica gesucht. Seine Forschung ist ihm wohl wichtiger als wir beide. Ist das wirklich mein Vater? Er ist so kalt und abweisend. Ich habe hier einen Zeitungsartikel gefunden, in dem steht, dass ein Verdächtiger in Mamas Mordfall war. Ich weiß wirklich nicht, was ich gerade denken soll. So, was Neues. Ja, erstmal die Jessie. Ich glaube, ich habe jetzt jeden Zentimeter des Anwesens gesehen, aber ich habe Jessica noch nicht gefunden. Ich habe meine Angst vor der Dunkelheit überwunden und nur mit einer Kerze als Lichtquelle die Bibliothek durchsucht. Ich bin durch einen alten, verrußten Kamin gestiegen, um den geheimen Raum dahinter zu erkunden. Aber mein Vater, der versprochen hat, zu helfen, Jessica zu suchen, der redet die ganze Zeit nur von seiner ach so wichtigen Forschung. Er lässt mir keine Wahl. Ich muss allein weitersuchen. Jessica, ich hoffe, dass du in Sicherheit bist, wo auch immer du steckst. So, jetzt zu mir. Ich habe den W-Schlüssel von Papa benutzt, um die anderen beiden Another-Schlüssel im Westflügel zu finden. Die hat mir beim Rätsel mit den Mondmünzen und bei dem Radio geholfen. Ich bin echt froh, dass er bei mir ist. Wir haben herausgefunden, dass Thomas Koffer sich mit den Zahlen von Dies Geburtstag öffnen lässt. Das hat mich für ihn gefreut. Es beweist, dass sein Vater ihn wirklich geliebt hat. Als wir meinem Vater die Another-Schlüssel gegeben haben, hat er sich plötzlich ganz anders benommen. Er ist weg und hat mich hier allein gelassen. Heißt das, dass er mich nicht liebt? Es fällt mir schwer zu glauben, dass mein Vater eine so gefühlskalte Person ist. Ich wünschte, ich wäre nie auf diese Insel gekommen.
Ich mache mir Sorgen um die und würde ihm gern helfen. Aber ich will jetzt zurück nach Hause, sobald wir Jessica gefunden haben. So, dann haben wir hier noch die Franny. Ich schätze, Franny und die standen sich wirklich nah und haben oft zusammen gespielt. Sie haben ihren Schatz aus Muscheln im Klavier versteckt. Auf dem Tisch im Arbeitszimmer habe ich Zettel gefunden, die mit unsichtbarer Tinte beschrieben wurden. Ich habe durch eine geheime Botschaft von Franny an die sogar einen versteckten Raum hinter dem Kamin gefunden. Es würde sie bestimmt freuen, dass ihre kleinen Geheimnisse auch Jahre später noch wertvolle Hinweise liefern. Dank die habe ich die Another-Schlüssel im Westflügel gefunden. Außerdem konnte die sich an einige Dinge von früher erinnern. Das ist echt toll. Seine Tasche, die im Geheimzimmer lag, hat für die viele Erinnerungen zutage gefördert. Er sah so glücklich aus, sich an seine Vergangenheit und seinen Vater erinnern zu können. Thomas scheint ein guter Vater gewesen zu sein, der sein Kind wirklich geliebt hat. Das genaue Gegenteil von meinem Vater. Hier noch Thomas. Der Code für das Schloss von Thomas Koffer im Geheimraum des Arbeitszimmers war dies Geburtstag. Ich glaube, viele Leute nehmen den Geburtstag von ihren Lieben für solche Dinge. Aber es hat dies sehr glücklich gemacht, dass sein Vater so an ihn gedacht hat. Neben dem Another-Schlüssel haben wir eine Menge Dinge gefunden, die Thomas wichtig waren. Also hat er die ihm wichtigen Dinge mit dem Geburtstag seines Sohnes eingeschlossen. Junge, voll viel Infos hier. In diesem Anwesen gibt es so viele seltsame Geräte und Geheimnisse wie ein Bücherregal, das sich zur Seite schieben lässt. Oder geheime Räume. Ganz zu schweigen von den Türklopfern. Hat Lawrence das alles anfertigen lassen, um Henry und Thomas eine Freude zu machen? Dann war er ein echt toller Großvater. So, das soll es mal gewesen sein, hoffe ich doch. Weiter geht's. Ich würde immer noch sehr gerne rausgehen. Und zwar den Schlüssel hole. Da war ja Villengelände. Können wir jetzt da draußen? Nee, leider nicht. Und hier? Oder geht's da in den Hof? Da ist der Vater hingegangen, gell? Sie ist unverschlossen. Ja, da geht doch durch. Na nu? Zuvor war sie doch verschlossen. Papa muss sie offen gelassen haben. Ich will aber Papa jetzt nicht sehen. Okay, alles klar. Dann, was auch macht, wir holen uns die Card. Drawing Room, Butler's Room, Dining Room. Ist noch im Erdgeschoss. Da war das der erste Stock. Golden Bird Room, Henry and Marie Room. Secret Room in the Study. Okay, das ist ganz was anderes. Ich gucke mal Untergrund, wissen wir noch gar nichts. Wo war denn der Raum, wo er nicht hin wollte? Irgendwo muss noch... Guck mal, ob man oben links jetzt da durchgehen kann. Also ich muss jetzt einfach dort durchgehen und dann da noch links. Achso. Nee, das kann es nicht sein, oder? Also, ja doch, eigentlich schon, ne? Achso, anderes oben links, dieses oben links. So, hier jetzt oben links. Die Tür haben wir ja von innen aufgemacht, soweit ich mich erinnere. Bringt nichts, die geht nicht auf. Okay, die geht nicht auf, schade. Okay, wir sind jetzt so oben an der rote Tür. Ich behaupte, ich muss in den ersten Stock. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal nuff. Wir haben noch irgendwo im Westflügel. Große Tür. Das ist der Ostflügel. Kaka. Muss doch in den Westflügel. Mir war vorhin im Westflügel, wo wir an einem Zimmer vorbeigelaufen sind, wo die gesagt hat, er will ganz schnell weg hier. Und dann sind wir ganz schnell weg und eine Treppe runter gerannt. Es muss also dann der erste Stock gewesen sein. Oder wie man das halt nennt. Und wir sind dann ganz tiefer. Das heißt Westflügel. Westflügel ist gut. Das Bücherregal hat sich geschlossen. Hier komme ich nicht mehr durch. Okay. Da oben ist überall zu. Ich probiere mal. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich probiere mal, ob ich außenrum gehen kann. Also Ostflügel. Komm her, Ostflügel. Ostflügel. So, die Samurai versteckst dich dann. Wir werden dich doch wohl noch finden. So, und jetzt müssen wir Richtung Treppe gehen. Das wäre hier, oder? Ja. Und dann haben wir nur links die Tür hin, beziehungsweise erstmal gucken, ob wir überhaupt da hinkommen, ne? Tür zum Hof ist fest verschlossen. Schlecht. Das ist also die Tür zum Hof. Aha, das hier oben ist also der Hof, alles klar. Ja, dann gehen wir halt runter. Hoppala, falsch rum. Na komm. Joa, war nur die Treppe runtergefallen, ne?
So, jetzt hat. Pass auf. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Und zwar da oben, ja. Wir müssen irgendwie gucken, ob rechts die Tür aufgeht zum Hof. Die Tür ist fest verschlossen. Dann gehen wir einfach jetzt halt außen rum. So, Salon. Ja, dann machen wir hier. Das ist immer ordentliche Hausbegehung. Halt rennen wir viel im Haus rum. Das ist halt so. Wo bin ich denn da? Salon. Ich bin da oben hingegangen und gleich geht's in den Drawing Room. Ne, das ist der Drawing Room. Das ist doch nicht der Drawing Room. So, Foyer noch einmal. Ah ja, komm, dann machen wir es halt auf die Art, wie sie es gerne hätte. Wir gehen hier in den Westflügel und arbeiten uns jetzt einfach noch einmal vor. Und suche die. So, Esszimmer. Vom Esszimmer aus geht eine Tür in den Westflügelkorridor. So. Okay. Moment, Westflügelkorridor. So. Ich guck mal, ob da jetzt die Tür auf ist. Hoppala. Esszimmer, ne, da komme ich doch her. So. Foyer. Ne, ich komme aus dem Foyer. So. Ah ja, okay. Das heißt, rechts die Tür müsste mal gucken, ob sie aufgeht. Sagen wir es mal so. Fest verschlossen. Und hier stand, dass ich nicht hochgehen kann, eine Weile auf die Karte. Ach, das war da, wo wir, glaube ich, runtergerannt sind. Ah, deshalb steht da, dass man nicht hochgehen kann. Da, wo er gesagt hat, wir wollen schnell weg, schnell weg. So, jetzt können wir da hochgehen. Jetzt müsste das auf der Karte so eingetragen sein, oder? Sag mal her. Ist irgendwie immer noch, dass man da nicht... Egal. So, das war das Zimmer. Da müssen wir hin. This must be the Silver Bird Room. Ja, aber ist verschlossen, ne? Won't Ja. open. Must be locked. Ja, der Schlüssel liegt im Brunnen. Das haben wir, glaube ich, in der zweiten Folge oder der Dee, dritten oder so Are gesagt. you in Gret. there? Call out if you can hear me. Guess not. But I really thought he would be. Maybe I can peek through the keyhole. Oh ja. Mal gucken. I knew it. Da ist er He doch. is in there. Dee, it's me. Dee. He won't look at me. He's just staring at the floor. What's going on with him? Why won't he just talk to me? Something must have happened. What should I do? Maybe he remembered something really traumatic. I need to get in there. But how can I get the door open? Where could the key be? Im Brunnen. So. Guck mal, kann ich nochmal? Ja, ne, geht nicht auf. War so ein Bild wie das hier nicht auf der Tür, nicht auch auf einer anderen Tür? Ja. Also, habe ich vielleicht den Schlüssel schon? No, Sprossschlüssel, ne? No good, huh? Mit dem Goldvogelschlüssel lässt sie sich nicht öffnen. Was ist der Schlüssel zu diesem Zimmer? Vielleicht sollte ich mir nochmal ansehen, was ich so dabei habe. Ja, das vielleicht. Das ist ein W-Schlüssel. Ein E-Schlüssel. Ich sah eigentlich mehr, es ist nicht der richtige Schlüssel. Der Schlüssel passt hier nicht. Nee, soll ich schon nicht angucken, was du dabei hast. Mir handelt den Schlüssel noch nicht, das weiß ich. Wir müssen an den Brunnen kommen. Ihr Leid, ihr Kinder. So, jetzt pass auf. Oh, ich meine, du guckst einer rein. Nee, ist alles in Ordnung. Ich guck nochmal auf die Karte schnell. So. Secure room in the study.
Aha, ich bin da. Fireplace. Wieso bin ich dann da? Stimmt doch gar nicht. Ich stehe eigentlich da oben. Okay. Das heißt, ich kann jetzt da wieder ohne rumgehen und bin dann im Obergeschoss. Bringt mir das irgendwas? Nee. Das Zimmer von Henry. Golden Bird Room, Franny's Room. Das Ding ist halt, ich weiß doch, wo der Schlüssel ist. Mir kommen aber halt nicht hin. Ich muss halt jetzt... Ja, komm, ich geh jetzt doch einfach lieber. Oh, pass auf, Bibliothek gedöns. Jetzt latschen wir da drüber. Ich gehe jetzt halt einfach zurück in den anderen Raum, wo wir gesagt gekriegt haben. Wo war dann das wieder? War das nicht im Kinderzimmer? Oder irgendwo? Die Tür ist zu, komm ich nicht mehr hin, ne? Ja. Okay, das ist der andere Raum. Okay, dann gehen wir halt andersrum. Gehen wir ganz normal hoch. Gehen wir jetzt so ins Foyer und dann runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch und der Ostflügel hin. So. Was guckt die immer dann hier? Ah. So. Also. Ihr Leid, ne? In irgendeinem Zimmer hat es nämlich gesagt, hier hat der Schlüssel versteckt im Brunnen. Das weiß ich halt noch sehr genau. Keller muss man nicht hin. Was ist das so? Foyer bräuchte ich. Ne, das geht in den Hof hin. Das ist Foyer. Esszimmer. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Da ist es. Geht es hier lang zum Foyer? Vielleicht kann ich die Tür von dieser Seite öffnen. Also Schloss an der... Ach, die habe ich noch gar nicht aufgemacht gehabt. Ach, das ist die... Sicher, hätten wir sie gleich aufgemacht gehabt, wie ich das so in der letzten Folge gesagt habe. Dass ich gerne Türe dann alle aufmache und so. Dann spart ein Haufen weg, ne? Ach, hätten wir doch gleich machen können. Eieieiei. Naja. Säule? Okay. Finden wir jetzt schon Säule interessant, oder was? Ich würde halt doch gern rausgehen, ne? So. Ah ja, jetzt hat funktioniert. Ich solle den Schlüssel im Hof finden. Ja, endlich, endlich. Okay, man musste also erst hochgehen, um festzustellen, dass die Tür abgeschlossen ist, damit man sagen kann, okay, wir suchen den Schlüssel. Ja, das sieht extrem nur Rätsel aus, ne? Whoa, this garden's seriously awesome. Mhm. Look at all these flowers. Vor allem, er sieht halt da immer noch gut aus, ne? Schöne Tulpe und so. Sorry, ich kenne nicht viel mehr als Tulpe. Has Dad been taking care of these or something? Nah, no way. He's too into his lab to take care of flowers. Nah. Ich muss diesen Schlüssel finden. Ah, Da ist ein Springbrunnen. oh yeah. Ah ja. Im Brief von Frannys Mama stand etwas über einen Brunnen. Ich komme die. So. Wasserdruck. Ah, ich muss wahrscheinlich dann den Wasserdruck irgendwie erhöhen. Komm, guck mal hier, Sprinkler. Ich frage mich, ob der Sprinkler die Blumen bewässert. Höchstwahrscheinlich. Ich gucke mich natürlich jetzt ein bisschen um, ihr Leid. In einem X. Bank. Ich merke jetzt erst, wie K.O. ich eigentlich bin. Diese Bank sieht schon sehr verlockend aus. Na, ich muss zu die. Oh, guck mal dann hier hin. Ah, guck mal da. Haha, an der Tür ist ein Schloss. Die Tür führt zum Westflügel, oder? Oh, ich kann sie aufschließen. Sehr schön, sehr schön. Die Tür ist offen am Westflügel. Komm her, mach mal die Karte auf. So, Courtyard, also Hof. Westflügel ist links, habe ich gerade aufgeschlossen. Sehr gut. Dann kann ich ja gleich... Ne, ich gehe erstmal hier. Gehe ich im Uhrzeigersinn rum. Diese Gartenbank scheint perfekt für eine Pause gemacht zu sein. Also, das wollte gerade nicht weitergehen. Das Ventil. Ein altes Ventil. Hä, wieso? Sag mal, habe ich gerade irgendwie automatisch weiter Dingsbums ingeschaltet oder was? Ah, da. So. Da ist der Sprinkler. So. Ja, ich habe gerade auf die Taste rumgedrückt wie irre und dann habe ich automatisch weiterlaufende Texte ingeschaltet. Und das ist so doof, ne? Ist noch ein Sprinkler.
Das ist das beim Papa. Da will ich aber nicht hin. Aber ich kann das mal angucken. Öffnet sich nicht. Das ist die einzige Metalltür, die ich bis jetzt gesehen habe. Die ist wohl erst spät eingebaut worden. Später. Ist Papa hier durchgegangen? Und da ist noch ein Sprinkler. Na, wie gesagt, ich tue schön. Guck mal, das ist eine Taube. Hallo. Gure, da ist noch ein Sprinkler. Ja, aber das sieht halt aus wie ein Sprinkler mit so einem Dingens da oben drauf, ne? Die andere sind einfach nur Rohre, die rausgucken. So, der Ostflügelkorridor. Mache ich auch mal die Tür auf, ne? So, aufschließen. Sehr gut. Haben wir heute Hausbesichtigungen, Haus geöffnet. Hausgünst. So, ihr Leid. Also, auf geht's. Wasserdruck. Eine alte Anzeige für Wasserdruck. Funktioniert die noch? Weiß nicht. Guckt also lieber nochmal. Neben dem Brunnen befindet sich eine alte Anzeige für den Wasserdruck. Okay. Ah, Springbrunnen, okay. Wasser ist so schmutzig, es muss lange her sein, dass es abgeflossen ist. So werde ich nicht nach dem Schlüssel suchen können. Ach, als ob. Ob es einen Weg gibt, das Wasser wieder sauber zu kriegen? Ich sollte mich rund um den Brunnen noch etwas umsehen. Okay. Ich muss jetzt doch alle Sprinkler angucken. So, guck, weißt du, was ich meine? Das ist einfach nur ein Wasserrohr, also, ja, Sprinkler. Da hinten wiederum, und das ist auch einfach nur ein Rohr im Boden. Oh, was ist das da hinten? Das ist eine Taube, ich meine, das, was da leid. Leitungsventil, was ist das denn? Da ist ein Hebel dran, also muss ja doch für was gut sein. Am Rohr ist ein Hebel. Dann tu doch deine mach mich nicht fertig, Mädchen. Da ist ein Hebel. Dann betätige doch den Hebel. Ja, ich muss wieder irgendwas anderes machen. Sprinkler. Da war noch ein Ventil, ja? Genau, Sprinkler. Das sind alles nur so Rohre, ne? Und der da hinten, der hat halt oben so Drehrädchen drauf. Ich habe gemeint, das wäre das Ding, wo dann das Wasser so aufteilt, so dass es halt sprinkelt und nicht einfach nur rausschießt. So. Also ich habe mich jetzt überall umgeguckt. Reicht das schon? Also hin ist zumindest mal ja, Sprinkler, ich weiß. Das da, Ventil. Altes Ventil. Ach, jetzt mach's doch. Echt jetzt? Auf Springbrunnen. Wasserdruck. Ah, jetzt kann ich machen. Ich habe wohl noch alle Sprinkler echt argo gemisst oder sowas. Oh, ist diese Anzeige für Wasserdruck etwa für den Brunnen? Die Zahl auf der Anzeige. Es sieht aus, als stünde sie auf 0. Das ist wohl richtig. Lässt sich dieser Hebel bewegen? Wenn ich den bewegen kann, kommt vielleicht Wasser aus dem Brunnen. Das ist wohl richtig. Da kommt das Wasser aus dem Brunnen raus in die Sprinklerin eventuell, könnte ich mir so vorstellen. Na, zuerst soll ich mir mal genau ansehen. Bum, 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 bum. Okay. Griff. Anzeige. Die Farbe ändert sich ab 0,7. Stimmt. Vielleicht kommt kein Wasser aus dem Brunnen, weil die Anzeige auf 0 steht. Wahnsinn. Griff. Vielleicht fließt das Wasser, wenn ich den Hebel betätige. Ne. Kein müder Tropfen. Ich frage mich, wie der Wasserdruck wohl ist. Ja, wahrscheinlich nicht hoch genug, weil ich muss so erstmal das Wasser aufdrehen, oder nicht? Guck. Hier. Nein, nicht hier. Hier. Maybe. Stimmt das Hauptventil? Soll ich mir mal genauer ansehen? Ja, richtig. Jetzt gucken wir vorwärts, ihr Leid. Altes Ventil. Es fließt kein Wasser. Hätten wir hier Rohr ohne Griff. Okay, drehen wir am Räddelmädchen. Nach links, nach links. So. Ah ja, oh, geh weg. Da kommt grünes Wasser raus. Geh weg, geh weg, geh weg. Aber aus dem Brunnen kommt nichts. Ja, weil alles jetzt auf die Sprinkler gestellt ist, oder wie? Ach so. Jetzt pass auf, wacht. Also ich renne jetzt da natürlich nicht mehr auf die andere Seite von dem Ding. Was ich jetzt halt glaube, dass passiert, dass jetzt Wasser in den Brunnen kommt, das Dreckwasser steigt und dann da aus den Gitter, die da sind, dass es da dann ringezogen wird. Was ist das so? So, ist ja egal. Ich muss erst da hinten den Hebel umstellen. Jetzt alles schon machen können. Ich wette, der ist nützlich. Ja, ich auch. Probieren wir den Hebel.
Okay. Oh. Die Sprinkler sprühen kein Wasser mehr. Doch. Ach, die Sprinkler da. Ich glaube, man muss... Ach komm, ich probiere mal. Ich glaube nämlich, man muss noch... Ne, da kann man ja gar nichts machen. Man muss noch eins nach unten drehen, damit die andere... Also jetzt wird die hintere Seite der Sprinkler, anders wäre die vordere Seite oder sowas. Und wenn man dann jetzt ganz nach unten dreht, dann geht er an den Brunnen. Na, an der Richtung. Was hat sich denn jetzt verändert? Wer ist denn das? Oh komm, ich gucke mal. Ich gucke mal auf die Uhr. Wasserdruck. Ah ja. 0,1. Ach so. Ja, ich will den eine höher kriegen. Okay, wenn ich eine höher kriegen will, dann muss ich natürlich jetzt noch mal ausmachen und dann noch mal aufs Ventil gucken. Weil... Yeah. Ja. So. Jetzt hören manche Sprinkler auf zu sprinkeln. Das heißt, es ist jetzt mehr Druck in der Leitung für die andere da. So, ich renne jetzt nochmal zurück und gucke auf die Uhr, auf die Anzeige. Was ist denn der Brunnen? Hallo. So, noch einmal. Ne? Wasserdruck. Achso, na, da unten ist der Wasserdruck. So. Guck, jetzt hat er 0, was ist das? 2. Die Nadel auf der Anzeige hat sich bewegt, als kein Wasser mehr kam. Vielleicht kommt Wasser aus dem Brunnen, wenn ich den Wasserdruck weiter erhöhe. Also gut, ich sollte die anderen Sprinkler auch schließen. So, wie kriege ich denn aber zu? Gibt es doch vielleicht noch irgendwie? Irgendwo? So Sprinkelding? Oder muss ich jetzt einfach nur zurückrennen? An deine erste. Ich gucke mal. Sprinkler. Der Sprinkler lässt sich drehen. Ah, hahaha. Ja, dann drehen wir mal, ne? Einmal fix gedreht. Noch rechts. Nochmal noch rechts. So, zu. Aha. So, sehr schön. Jetzt kommt hier kein Wasser mehr raus. Okay. Wo war da noch so ein Sprinkler, der so Dinge auf dem Kopf hat? So Drehgriff. Ich glaube, da hinten. Hoppala, da komme ich nicht vorbei. Da bin kann ich einfach alles angucken. Ne? So, da war es nett. Der da sieht auch normal aus, aber der da hin auf alle Fälle, das weiß ich noch, habe ich schon gesagt. So, Sprinkler. Dieser hier hat auch einen Hebel, ich soll den mir mal ansehen. Jo, solltest du machen. Griff. Einmal fix gedreht, hoppala, sorry. Jetzt hat fix gedreht. 1, 2, 3. So, jetzt müsste der Wasserdruck genug sein. Jetzt kommt hier kein Wasser mehr raus. Jetzt müsste der Wasserdruck genug sein, dass jetzt Wasser aus dem Brunnen kommt, oder? Nee. Oder? Ich gucke. Immer noch nicht. Wasserdruck. Das ist jetzt 0,4. Ich sollte die anderen Sprinkler schließen. Ja, aber die kann ich... Oder kann ich die... Kann ich dort drauf gehen? Ob ich die Sprinkler nochmal schließen soll? Ja. Sprinkler. Also das sind halt so einfach Sprinkler. Ne? Kann ich nicht drehen. Ich gehe nochmal zurück an den Hebel. Und was soll ich denn halt schon machen, ne? So. Ich versuch's mal. Ich kann halt alle bestimmen, dass ich jetzt einfach der Hebel nach unten drehe, weißt du? Das ist ja wieder an. Ja, leid, ihr macht mich ganz kirre. So. Das ist ja jetzt 0,3. 0,3. Jetzt mache ich so ein paar aus. Ne, ich kann halt nicht hingehen und sagen, dreh doch deine Hebel ganz nach unten. Zum Beispiel. Das geht halt nicht. Die geht nur oben oder links. So. 0,3 und die sind aus. Das war 0,4. Aber wie kriege ich dann die andere aus? Ich kann ja nicht einfach den Finger drauf heben, oder nicht? Oder doch?
anderes Sprinkler hier. Der ist schon aus. Ich drehe mal durch am Rettel, oder? Ach komm! Dreh dich doch nicht immer so dumm rum, Mädchen. Okay, da kann ich nichts mehr machen. Da kann ich auch nicht noch mal ausschalten, also. Will ich jetzt wirklich jeder Sprinkler angucken? Das ist ein Sprinkler. Ah, sicher, das meine ich mit. Das ist ein sehr sperriges Spiel, also so. So kennt man halt deutlich einfacher irgendwie zu Potte kommen. Also, ich behaupte jetzt mal, ja, ne? Okay, wie drehe ich die aus? Ich kann die doch aber nicht ausdrehen. Kann ich jetzt vielleicht doch noch mal gucken? Es kommt kein Wasser aus dem Sprinkler. Ja, weil ich sie ausgedreht habe. Huch. Hat gerade die Musik beschlossen, dass sie mal... Wahrscheinlich habe ich so lange gebraucht. Nee, ich kann nicht da unten drauf klicken. Das geht nicht, ne? Ich kann nur genau auf den Hebel drauf. Und das war's. Man, der Atrix macht dann nur over. Oder sie. Jetzt gehen wieder alle Sprinkler an. Ah, Ja, Wahnsinn. Schon unglaublich. Ja. Ach so, ich habe mir doch noch einen Griff, ne? Stimmt. Die Anzeige ist gestiegen, also kommt jetzt vielleicht Wasser aus dem Brunnen. Stimmt, da ist ja noch ein Griff. no good. No good. Okay, dann jetzt. Habe ich ganz vergessen, dass da noch ein Griff war. Ja, komm her, Mensch, mach. Yeah. So. Schließ die Sprinkler nochmal. Ja, super. All right. Alles klar. Aber der Brunnen macht noch nichts, ne? Weil es ist noch nicht, der Druck ist noch nicht hoch genug. 0,4, Ja. aber 0. No good. Ja, komm, ihr Leid, ist gut. Ich geb mich geschlagen. Ey, sorry, aber ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Da. Also so, gucke. Sieht so aus, als fließe das Wasser nicht in den Brunnen, sondern in die Sprinkler. Stell alle Sprinkler im Hof ab. Mach Sachen. Es gibt 3 Hebel, die den Fluss des Wassers ändern. Ja. Ein Hebel befindet sich in der Nähe der Tür, die sich links befindet, wenn du dem Foyer ausschaust. Dreh ihn, bis der Griff vertikal ist. Moment. Westflügelkorridor. Foyer. Was hat er gesagt? Ein Hebel befindet sich in der Nähe der Tür, die sich links befindet, wenn du vom Foyer ausschaust. Da? Die Männer hier wohl kennen nur deine Männer, ne? So. Ein Hebel befindet sich in der Nähe der Tür, die sich links befindet, wenn du vom Foyer aus schaust. Hier ist das Foyer. In der Nähe der Tür, die sich links befindet, wenn man vom Foyer aus guckt. Hier. Da ist ein Hebel. Dreh ihn, bis der Griff vertikal ist. Aber, Überraschung, hier ist kein Hebel. Hier ist kein Hebel. Oh, fuck, da ist der Hebel. Ah. Er versteckt doch die Kacke auch nicht so.
So. Also 3 Hebel. Moment. Ich probiere mal, ob der noch... Ne, der geht nur in 2 Richtungen, ne? So, jetzt sprüht er wieder. Ja. Jetzt dreh dich doch nicht dauernd rum, wann ich mit dir rede, Kollegin. So, Ja. hopp jetzt auf. Ja. Bla 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 bla. Alright. Ja. So. Was jetzt bleibt, sind die da oben. Beziehungsweise wir gucken uns mal den Wasserdruck an. Ich gehe davon aus, er ist jetzt 0,5. Nicht gut oder was? Komm. Testen mal. Okay. Bringt natürlich noch No nichts. good. So. Er hat was von 3 Hebel gesagt. Jetzt muss ich in jedes Eck hingucken. Ich weiß, dass ich da schon war. Oh, ach komm. Tür, die Griff vertikal ist. Ja, da habe ich, ne? Ist das alles? Ich brauche mehr. Boah, da ist noch ein Griff. Ich krieg die Krise, hey. Alter Schwede. Wie viel Griff haben dann ihr da verbaut? Sind ihr dumm oder was? Mann, ey, ist das ein Quatsch. Ja. Oh. Oh, ja leid, ist das ein Scheiß. Echt jetzt. Oh. Junge, wer baut sowas? Ah, ja, hopp, komm, jetzt aber. Ah, dreh den Hebel. Come on. Ei. Jawohl. I did it! I did it. So. Oh weh. Das sieht nicht so einfach aus, wie ihr hofft. I knew that would clear up the water. Wir haben doch gewusst, dass das Wasser davon wieder klar wird. Ja, weil jetzt der ganze Schmutter Should ober be aus able dem to Ding spot the rausgeht. key now. So Jetzt where müsste ich den are Schlüssel doch you? sehen können. Wo ist der Schlüssel? Ich musste übrigens nicht vorlesen. Im Springbrunnen. Ich guck mal jetzt mal in den Springbrunnen an. Should be able to find the key now that the water's clean. Der Schlüssel ist ziemlich klein. Wo könnte er sein? So drin. Sternzeichen. Och nö. Guck mal da. Ist so Fusch. Vogel und da. Ich gehe mal einfach da gucken. Drauf, Sternzeichen. Am Boden des Springbrunnens sind Symbole der Sternzeichen eingraviert. Ja, ist gut, aber ich will wissen, was das da für ein Vogel ist. Oder muss ich den Vogel da überdrehen? Den da. Ich könnte mal... Warte mal. So ist er doch. So ist doch der Sprossenschlüssel. Ha! Aha. There you are. Aber beim Städtock. Erhalten zweiter Now I Sprossenschlüssel. can get into the silver bird Sprossschlüssel. room. Jetzt kann ich endlich in das Zimmer des Silbervogels. Right there, Ja. Ich dachte, da kommt jetzt deutlich mehr. Welche, weil da so ein silberner Vogel ist und so ein goldener Vogel. Aber das war's jetzt doch. Moment. Wir gucken uns den Schlüssel natürlich an. Zweiter Sprossschlüssel. Ein silberner Schlüssel mit 2 Blättern. Er lag im Springbrunnen. Er ist etwas anders geformt als der Schlüssel zum Zimmer des Goldvogels. Wie nervig. Ei, wie nervig. So, Moment. Westflügel, Korridor. So. Boah, ihr Leid. Das war gerade richtig Arbeit. Also hier, Moment, ich will mal gucken. Hier habe ich jetzt... Oh, hoppla. Alles so weit, ja. Okay, dann gehe ich jetzt die Treppe hoch. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das Verschlossenzeichen, das ist die Treppe runter. Das war in der Keller.
Die ist verschlossen. Ah, okay. So, jetzt hat. Genau jetzt haben wir endlich den Schlüssel. Moment. Lässt sich nicht öffnen. Versuchen wir es mit dem Schlüssel, den ich gefunden habe. Genau das machen wir jetzt. Nimi, sondern Moje. Tut mir dir leid. Hey, was ist dann hier los? Wieso kommen da so plötzlich so viel Leid online? So, ihr Leid. Wir hören jetzt halt auf und machen hier Moje weiter. Und dann gucken wir mal, was die für ein Problemchen hat da in. Also, ja, es ist halt der Ort, wo sein Vater gestorben ist. Das weiß ich ja. Aller dann, ihr Leid. Moje, gucken wir. Ja, wie müde dass ich bin. Moje, gucken wir, wie es weitergeht. Und ob wir dem die ein bisschen trösten können, weil dem wird es jetzt nicht gut gehen, wenn er da drin steht. Aller, sehen wir dann Moje. Bis dahin, ihr Leid. Und tschüss.